Passend zum heutigen Wetter haben wir extra ein Thema ausgesucht. Oder umgekehrt, wir haben einfach gewartet, bis das Wetter schön wird und man über die schweren Themen vom Leben auch wieder reden kann und es einem nicht gerade noch schwerer wird. Wir sind bei einem Thema, wenn das Leben wehtut, wie du mit Traurigkeit kannst umgehen. Und das ist ein Thema, das vielleicht eher ein bisschen schwere Gefühle auslöst. Ich will bewusst sagen, schwere Gefühle und nicht unbedingt schwierige Gefühle, weil Traurigkeit kein schwieriges Gefühl ist. Es kann Schwere auslösen in unserem Leben, aber wir sollen es nicht unbedingt als schwierig anschauen. Weil sie haben sehr positive Eigenschaften und das wollen wir an diesem Sonntag auch erkundigen miteinander. Wie eben vielleicht die schweren Gefühle sehr positiv auch können sein für unser Leben. Weil es eine bunte Breite an Gefühlen in unserem Leben auch zum Vorschein bringen kann und uns an Momente heranführen kann, die uns gesund tun, die uns auch gut tun. Wie ich vorher gerade gesagt habe, es ist zum Teil ein schweres Gefühl. Manchmal bedrückt es, manchmal fühlt es sich an wie ein Ballast. Trauer und Traurigkeit können einen zerdrücken, unangenehm so im Körper auch innen anfühlen und das Herz zum Stocken bringen. Wir wollen kurz anschauen, wieso es sich lohnt, an so einem wunderschönen Frühlingsmorgen gleich in das Thema eintauchen. Und zwar haben da recht viele Forscher auch daran gearbeitet und es hat für mich noch beeindruckende Statements dazu gegeben. Und zwar, einer hat gesagt, wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. Anders gesagt, wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, immer alles unter Kontrolle zu behalten und alles immer im Griff zu haben, dann verpasst du es vielleicht, auf einen gewissen Tiefgang in deinem Leben einzugehen und hast vielleicht gar nicht erst den Verstand. Ein bisschen eine gewagte Aussage. Ein zweiter Forscher hat gesagt, indem wir das Glück in den Himmel heben und die Tugenden der Traurigkeit leugnen, setzen wir uns selbst ein unerreichbares Ziel. Dass wir manches besser können, wenn wir gerade nicht so gut drauf sind, ist aber ein tröstliches Gefühl. Der Fakt, dass es auch in unserem Leben vielleicht Momente gibt, die nicht so gut laufen, wo wir irgendwie vielleicht nicht den besten Tag haben in unserem Leben oder nicht so eine gute Phase im Leben haben, das ist eigentlich ein sehr tröstlicher Gedanke, um genau damit zu leben, dass nicht immer alles so rosig ist in unserem Leben. Und wir werden noch mehr darauf eingehen, nachher, was das könnte bedeuten. Und ein dritter Forschender hat sogar herausgefunden, dass Menschen, die mit negativen Gefühlen umgehen oder negative Gefühle in ihrem Leben haben, weniger unmoralisch handeln und weniger egoistisch sind in ihrem Leben. Es sind also genug Gründe da, wieso dass wir auch mit Traurigkeit heute etwas anfangen können und wieso dass das vielleicht für unser Leben eigentlich ganz gut kann sein, das anzuschauen. Wir wollen das nach einem Prinzip, das wir schon ein paar Mal jetzt gehört haben, schauen, hören, laufen machen und werden gerade eintauchen, zuerst mal ins Anschauen und natürlich in die Bibel schauen, was sind denn das für Gefühle, die man von der Traurigkeit auch bei Jesus findet. Und eines der bekannten Gefühle wahrscheinlich, wo man sieht, eben von dieser Traurigkeit, ist im Garten Gethsemane, wo Jesus traurig ist. Dort kommt das Wort auch betrübt, bedrückt drinnen vor. Also Jesus hat das Gefühl sehr gut gekannt. Er ist nicht einfach nur durchs Leben durchgegangen und hat die schweren Gefühle nicht gehabt im Leben, sondern er hat das gekannt. Eine gewisse Trägheit wird damit verbunden, eine innere Müdigkeit wird das Wort auch damit übersetzt. Es ist das Gefühl, das aufkommt,
wenn vielleicht auch in deinem Leben schon eine Hiobsbotschaft in dein Leben drin hineingekommen ist, ein Schockmoment in dein Leben hineingekommen ist. Traurig sein, ein Teil vom Leben. Gerade auch im Alten Testament und im Neuen Testament finden wir aber auch einen sehr breiten Zugang von der Gemeinschaft, dass man gemeinsam trauert und brüllt hat. Wir sehen das in dieser Story, wo wir kurz darauf eingehen wollen, wo der Lazarus gestorben ist. Die einen kennen die Story, wie es weitergegangen ist. Er ist nachher wieder auferweckt worden. Also Jesus hat ihn zum Leben auferweckt. Aber wir sehen dort, dass die Menschen und eine ganze Gruppe eben brüllt hat und wie Jesus in dieser Situation ganz spezifisch umgegangen ist. Johannes 11, 33. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerzen. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Ganz verschiedene Gefühle werden uns da gezeigt. Ehrlich gesagt, eine komplexe Situation. Ich habe die irgendwie versucht zu studieren und anzuschauen und so weiter. Und wieso, dass da so viele verschiedene Gefühle auch zusammenkommen. Zuerst mal Zorn und Schmerz. Auf was wird uns nicht beschrieben. Wieso genau wird uns nicht beschrieben. Jesus hat Zorn und Schmerz in diesem Moment verspürt. Und nachher kommt das Wort drinnen vor, Trauer respektive eben Tränen. Jesus hat brüllt. Spannend, das Wort kommt eigentlich im griechischen Text nirgends schon vor in der Bibel. Jesus hat brüllt. Eine Emotion, die er zeigt. Er hat den Lazarus gern gehabt. Für mich ist das speziell, weil Jesus ja vielleicht, ich weiß es nicht, genau gewusst hat, vielleicht hat er ja genau gewusst, dass er den Lazarus vom Leben wird auferwecken. Und trotzdem hat er brüllt. Trotzdem hat er Emotionen gezeigt. Trotzdem hat er mitgelitten in dieser Situation. Was zeigt uns die Situation? Jesus leidet mit. Jesus spürt die Emotionen genau gleich. Jesus hat nicht einfach einen Auftrag in seinem Kopf, sondern er geht mit. Er trauert mit. Er leidet mit. Er sieht die Gefühle und spürt auch selber Gefühle. Er ist nicht einfach bloß Gott in dem Moment und weiß, dass er den Lazarus wird vom Tod wieder auferwecken, sondern er lässt die Gefühle zu. Und ich finde das bemerkenswert, wie er in dieser Situation lebt und das wahrnimmt. Wir sehen auch im Leben von David sehr gut, wie er genau gleich in der Bandbreite von diesen Gefühlen daheim war. Psalm 31, Vers 11. Ja, in Kummer verzehrt sich mein Leben und meine Jahre verrinnen in Seufzen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr in den Text eingehen, aber auch der David hat die ganze Bandbreite von den schweren Gefühlen sehr gut kennt. Verletzt sein, enttäuscht sein, deprimiert sein, verzweifelt sein oder einfach auch leer sein
Gefühle, die in der Bibel drin enthalten sind. Wir haben es ganz am Anfang von der Serie, Wir haben es am Anfang von dieser Serie davon gehabt, von diesem Gefühlsrad. Und mitten in diesem Gefühl von der Trauer und Traurigkeit sind genau diese Gefühle mitten drin enthalten. Verletzt, enttäuscht, deprimiert und verzweifelt. Wir werden eins weitergehen und zum Punkt vom Hören gehen. Was heisst das jetzt für uns? Wie können wir Umgang mit diesen schweren, herausfordernden Gefühlen finden? Wir sind sehr schnell drin, glaube ich, um die schweren Gefühle auf die Seite zu drücken. Wir wollen lieber auf der leichten Seite vom Leben stehen. Wir leben in einer Zeit, die schnelllebig ist, wo es darum geht, Sinnerfüllung auch zu finden, Zufriedenheit im Moment drin zu finden. Danke vielmals. Aber dann müssen wir wahrscheinlich 5 Minuten warten. Eine Zufriedenheit zu finden im Moment. Und das ist natürlich ganz herausfordernd. Gerade in diesen Gefühlen, die eher herausfordernd sind, und wo eine Leere vielleicht in deinem Herz drin ist. Darum vielleicht ist es zuerst mal dran, anzuhören. Anzuhören und wahrzunehmen. Gibt es eine Leere in deinem Leben? Bist du enttäuscht in deinem Leben? Von Angestellten? Von deiner Family? Von Freunden? Von der Kirche. Anhören. Vielleicht hast du einen Verlust, eine Trauer in deinem Leben. Nicht nur von Menschen, sondern auch von anderen Menschen ausgelöst. Ein Veränderungsprozess, wo du drinnen stehst, wo deine Family drinnen steht, wo du enttäuscht bist, wo du verletzt worden bist. Gehören ganz gleich auch zu diesen Gefühlen vom Verletzt und vom Trauern dazu. Es bedeutet nichts anderes, dass dir etwas am Herz gelegen ist. Dass dir etwas wichtig war. Und dass du in deinem Leben manchmal an den Anschlag kommst. Der Johannes Hartl hat gesagt, wenn du das Gefühl, dass bei dir nicht alles immer so cool ist in deinem Leben, nicht kannst wahrnehmen, dann hast du möglicherweise eine Persönlichkeitsstörung. Finde ich eine steile Aussage, aber er ermutigt in dieser Aussage nichts anderes, wie genau anzuschauen in deinem Leben und diesen Gefühlen Raum zu lassen, Platz zu lassen, um sie anerkennen in deinem Leben. Jeder von uns hat Zeiten, wo es nicht so schön ist, zum Anschauen. Jeder von uns hat Sachen, die dich vielleicht mal traurig machen in deinem Leben. Und sie gehören zum Leben. Und es tut gut, die zuzulassen. Und sich Zeit nehmen für das. Ich mag mich sehr gut an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo ich so im Highspeed von meinem Leben unterwegs war. Gerade mehr oder weniger frisch die My Church übernommen habe. Und in dieser Phase nicht gespürt habe, was in meinem Leben vorgeht. Und ich weiss noch, ich bin eines Tages, habe ich gemerkt, irgendwie muss ich etwas ändern.
Und bin in die Sauna reingehockt und es war gut, weil es mich eingesperrt hat mit meinen Gefühlen. Ich konnte nicht davonlaufen. Ich bin mit niemand anderem dort gewesen. Ich bin eingesperrt in dieser Sauna und habe meine Gefühle wahrnehmen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich eine Leere in meinem Leben empfinde. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so das Innehalten, der Moment, wo du plötzlich schnallst, wie es dir wirklich geht. Wir müssen hinhören, um diese Gefühle wahrnehmen. Genau gleich sind wir als Kirche dazu beauftragt. Wir haben vorher gesehen, das Volk hat zusammen getrauert. Zum Teil sieht man im Alten Testament, dass Kleider zerrissen worden sind, dass Asche über den Kopf da worden ist. Das ist jetzt nicht ein Auftrag an euch, dass ihr da rauslauft und eure Kleider zerrissen. Aber auch da fordert uns die kirchliche Gemeinschaft dazu auf, anzuhören, parat zu sein zum Anhören, auf Gefühle zu hören von der Gemeinschaft. Ein Pastor hat mal gesagt, wenn Kirchen die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen anerkennen, die auf den Seiten der Heiligen Schrift enthalten ist und von Mitgliedern repräsentiert wird, dann werden dadurch Menschen, die sich schwer tun oder leiden, daran erinnert, dass sie geschätzte und angenommene Mitglieder der Gemeinschaft sind. Wir sind herausgefordert, als Kirche einen Raum zu bieten, wo diese Gefühle genauso Platz finden in unserem Leben, in unseren Groups, in unserem Setting von unseren Gottesdiensten. Ich will zum letzten Punkt kommen. Und da schließe ich an, gerade in diesem Laufen drin, an dieser Gemeinschaft. Der Römer 12, Vers 15 fordert uns heraus: Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Der Paulus hat nichts anderes sagen. Freude hat einen Platz, Brüllen hat einen Platz. Aber beides sollte mit in der Gemeinschaft möglich sein. Beides formt uns zu dieser Stadt auf dem Berg. Brüllen, weil es uns gut tut, weil es eine emotionale Entladung auch von unserem Leben ist. Haben wir die Möglichkeit, auch in unserer Gemeinschaft, um die Traurigkeit zu zeigen, um Schwäche in unserer Kirche gut und gesund zu zeigen? In unserer Gemeinschaft und gerade dann, wenn Sachen schwierig und schwer in unserem Leben sind, dann braucht es Menschen an der Seite, die da sind. Und ich will nur kurz ein paar Sachen, die wir auch schon mal in der Klagelieder-Serie drin gebracht haben. Ein Umgang, wie wir mit Trauernden oder auch mit Leuten in herausfordernden Umständen, in schwierigen Umständen, mit schweren Gefühlen umgehen können, wie wir mit denen sollen oder können umgehen. Erstens, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Kirche hat genug lang irgendwelche theologische Erklärungen abgegeben, wieso das jetzt die schwierige Situation gerade im Leben da ist. Menschen in Trauer brauchen häufig nicht theologische Erklärungen, nicht Ratschläge, nicht «Hey, probier doch das» oder «Mach doch das in deinem Leben». Sie brauchen viel mehr. Zweitens, Leute, die anhören, parat sind zum Anhören, parat sind, einfach zuzuhören. Das ist manchmal viel schwieriger, wie irgendetwas zu sagen. Wenn wir etwas sagen, dann fühlen wir uns meistens viel besser. Mega weise, mega schlau, wir haben einen guten Ratschlag. Häufig ist es nicht das Richtige, was die Menschen in diesem Moment brauchen. Schwieriger ist, einfach da zu sein und alle hören. Da zu sein
ganz da sein. Nicht als Person, die eigentlich schon einen Schritt weiter ist und hofft, dass das Leid möglichst schnell durchgebröselt ist und ich zu meiner Tagesordnung zurückkehren kann, sondern wirklich da sein und wahrzunehmen, wie es der anderen Person geht. Sie. Ohne einen Anspruch, wie schnell das muss gehen. Sie und einen Ort zu bieten, damit die Menschen in der herausfordernden Situation nicht in die Einsamkeit abrutschen. Das ist entscheidend. Für das braucht es Raum. Ich mag mich gut erinnern, dass in einem von diesen Momenten, wo es mir schlecht gegangen ist, ein guter Freund mir gesagt hat, wenn du irgendetwas brauchst, lütst an und kommst vorbei. In dem Moment, wo du es brauchst. Ganz egal. Allein das Angebot war für mich entscheidend gewesen. Ich habe es nicht oft gebraucht. Aber das Angebot war entscheidend gewesen. Und das 4. ist Mitklagen. Manchmal hilft es, jemanden zu haben, der mitklagen tut. Wir haben über das Klagen eine ganze Serie gemacht, Klagelieder-Serie. Die kannst du auch noch nachschauen, wenn du irgendwie in diesem Thema vielleicht jetzt aktuell drin bist. Klage ist nochmal etwas anderes wie Traurigkeit und Brüllen. Es ist etwas Aktives, was dann passiert. Es gibt Phasen im Leben, wo es darum geht, einfach traurig zu sein. Und ich will dich ermutigen, das auch dürfen zu haben in deinem Leben. Man muss nicht immer gerade ins Aktive überwechseln. Man darf manchmal auch einfach traurig sein. Aber es kann eben auch gut tun, in die Klage überwechseln. Ehrlich zu sein gegenüber Gott, über diese Gefühle, die du gerade hast, Ausdruck zu vergeben, Wut und Groll, Unverständnis gegenüber Gott auch kundzutun. Er kann damit umgehen. Und dann möchte ich zum letzten Punkt kommen, und zwar heisst der, Trauer und Traurigkeit findet einen Ort. Wie ich vorher gesagt habe, der David kennt die ganze Bandbreite von Gefühlen. Und im Psalm 31 schreibt er, bei dir, Herr, suche ich Zuflucht, damit ich niemals beschämt werde. Rette mich, du bist ja gerecht. Hör mir doch gut zu, rette mich schnell, sei für mich ein Fels, auf dem ich Zuflucht finde. Ein sicheres Haus, das mir Rettung bringt. Der David bringt in diesem ganzen Psalm einen Blumenstrauß von schweren Gefühlen. Kummer, verzweifelt, am Ende der Kraft. Und dann hat er aber einen Punkt da drin, der mich beeindruckt. Ich glaube, dass wir Menschen sehr gern von diesen schweren Gefühlen flüchten tun. Ich kenne das Notausgangsschild sehr gut. Wir flüchten gern vor den schweren Gefühlen, weil es uns unangenehm ist. Manchmal, weil sie eben schwer sind, weil es nicht zu den einfachen Seiten des Lebens gehört. Der David hat das irgendwie geschafft, die schweren Gefühle in seinem Leben zuzulassen, weil er etwas gekannt hat, den Zufluchtsort. Und das ist der Ruf, wo die Bibel sehr klar in der Bibel an dich sendet. Kennst du den Zufluchtsort? Der Ort, wo du hinflüchten kannst mit all deinen Gefühlen. Weil er sagt, das ist der Ort, wo du darfst wissen, dass du mit all deiner Unzulänglichkeit, wenn dein Tag schlecht war, wenn du vielleicht unfair gegenüber deinen Kindern warst, wenn du vielleicht selber dich verletzt fühlst von irgendwelchen Chefen, wenn du traurig bist, weil etwas in deinem Leben nicht gut ist, weil du Krankheit in deinem Leben hast. Das ist der Ort, wo Gott dir zuspricht. Komm zu mir. Da wirst du den Moment finden, wo du hinflüchten darfst. Wo du Gott wirst finden,
wo deine Gefühle versteht, wo dich annimmt in dem gesamten Päckchen. Ohne mir eine gute Show abzuliefern, ohne nur die guten Seiten von dir zu kennen, weil er die schlecht schon längstens von dir kennt. Weil du dich nicht vor ihm verstecken musst. Weil du dich nicht verbergen musst, sondern er sieht sie, bevor sie du erkannt hast. Es ist ein tröstlicher Gedanke, wenn wir in den Zufluchtsort finden dürfen, dass es da einen Gott gibt, wo Annahme und Geborgenheit dir anbietet. Das löst nicht jedes Gefühl auf, aber es gibt ihm einen Platz und einen Ort, wo es daheim finden darf. Ich will dich herausfordern. Bist du einer von diesen Typen, der vielleicht mit all diesen schweren Gefühlen bis jetzt nicht so umgehen konnte? Mich inklusive. Ich liebe es, davon zu laufen. Das Leben hat genug Action bereit, genug Herausforderungen bereit, dass man sich auf die Seite drücken und auf das Schöne vom Leben fokussieren kann. Aber dem und am Leben von all deinen Menschen rundherum dient es, wenn du anhören darfst und auch die schweren Gefühle vom Leben darfst akzeptieren. Viele verschiedene Varianten in diesem Leben geben uns Lösungen, wie du mit deinen schwierigen Gefühlen umgehen kannst. Es gibt fernöstliche Religionen, die uns sagen, wir müssen einfach zu uns finden. Und vielleicht hast du manchmal Angst, in all dem Finden mehr Verlorenheit und noch mehr Leere drin zu empfinden. Aber mitten in dieser Verlorenheit und in dieser Leere, wenn wir bei diesen Gefühlen ankommen, kann Gott drin hineinkommen und anklopfen und da sein. Und du bietest dann genau die Möglichkeit, dass Gott dir begegnen kann. Wir wollen jetzt die Möglichkeit haben, einerseits da ins Gebet zu gehen. Vielleicht merkst du auch, ein Gefühl in dir ist aufgekommen, eine Enttäuschung, ein Verletztsein, was auch immer das aufgekommen ist, und du willst es mal neu mit deponieren, an einem Ort deponieren, vielleicht auch nur am Kreuz deponieren, dann mach das. Vielleicht ist es auch dran, im Online-Gebet dich einzuschalten. Wir wollen aber jetzt auch in eine Phase hineinkommen, wo wir uns noch ein paar Fragen stellen wollen. Wir werden die da vorne eingeblendet haben und ich werde sie euch vorlesen. Und ihr dürft die Augen zumachen, wenn ihr wollt, weil wir bei ihm sein wollen. Komm jetzt an in seiner Gegenwart. Gott ist da. Vielleicht stellst du dir jetzt genau den Zufluchtsort, so einen sicheren Ort vor, wo du weißt, dass Gott dich mit liebevollen Augen anschaut und mit offenen Armen annimmt. Wie geht's dir? Spürst du das? Spürst du Überforderung, Verzweiflung von der Arbeit oder von familiären Situationen? Bist du verletzt oder enttäuscht von Menschen, von Leitenden?
bist traurig oder fühlst dich leer, ausgelaugt. Flüchtest von deinen eigenen negativen Gedanken. Schließen mit 2 Bibelvers, der eine aus 2. König 20,5. Ich habe deine Tränen gesehen und möchte dich heilen. Jesaja 51,12. Der Herr spricht, ich bin es, der euch tröstet, ich allein. Amen.